Kühe haben heute Morgen schon eine grosse Portion Gras gefuttert und alle sind sich am Ausruhen in der herrlichen Sonne. Dabei käuen sie das Gras noch einmal gründlich durch. Die Kühe sind ja, wie ihr Kinder wisst, Wiederkäuer. Mit den Kühen kann er im Moment nicht gut reden. Die haben ja eben gerade das Maul voller Gras. Also erzählt er ihnen die neuesten Nachrichten vom Hof und vom ersten Bad der Entenkind. Dann stolziert der Findus zurück zum Hof. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen mit dem Hofhund zu plaudern. Genauer gesagt, mit der Hofhündin. Mit ihr versteht sich der Findus besonders gut. Von wegen wie Hund und Katz. Nein, die beiden haben bisher nie einen Grund gefunden, sich zu streiten. Doch, was ist das? Wo sich der Findus der Hundehütte nähert, kommt Zenta ihm nicht wie sonst entgegengesprungen, um ihn freundlich zu begrüßen. Was ist echt da los? Ist sie echt gar nicht da? Doch dann sieht der Kater Zenta in der Hütte liegen. Ganz schlapp und schwach. Nur mit viel Mühe hebt sie den Kopf, wo der Findus direkt vor ihr steht. «Was ist mit dir, meine Liebe?» fragt der Findus besorgt. Dass mit der Zenta etwas nicht stimmt, ist ihm sofort klar. Irgendwie, ich weiss auch nicht. Wie soll ich sagen? Es geht mir einfach nicht gut, sagt Zenta mit matter Stimme. Komm, lass mich einmal schauen, sagt der Findus und schaut vorsichtig den Körper der Hündin an. Tut's dir da weh? Oder echt etwa da? Aber egal, wo er drückt, immer stöhnt Zenta und sagt: «Oh, ja, da auch.» «Zenta, weisst was? Ich hole die an. Sie kann dir bestimmt helfen.» So schnell wie möglich läuft der Findus zu der Anne in den Garten. Sie will gerade frisches Gras für die Hasen schneiden. Freudig begrüßt sie ihren Kater und sagt: «Hey, du Streuner, willst du mir etwa helfen?» Doch der Kater Findus miaut ganz aufgeregt und stupst dann immer wieder ans Bein, bis sie begreift, dass er etwas Wichtiges von ihr will. «Ist ja schon gut, ich komme ja schon. Geh du schon mal voraus», sagt sie und folgt dem Findus. Der führt sie schnell zur Hundehütte. Die Anne bückt sich runter zu der Zenta und schaut sie besorgt an. «Was ist mit dir? Geht's dir nicht gut?» Die Hündin antwortet mit einem kläglichen Winseln. Die Anne will sie aus ihrer Hütte rauslocken. Aber Zenta reagiert gar nicht, sondern bleibt kraftlos liegen. Die Bäuerin nimmt sie sanft in die Arme und trägt sie zum Auto. Während die Bäuerin Anne mit der Zenta zum Tierarzt fährt, hat der Findus die Oberaufsicht über den Bauernhof. Nach 2 Stunden sind die beiden endlich wieder zurück auf dem Hof. Die Hündin läuft jetzt wieder allein die paar Schritte vom Auto zur Hundehütte. Sie ist aber noch sehr schwach auf den Beinen. Der Doktor hat ihr einen Tropfen gegeben. Sie hat wahrscheinlich etwas Falsches gefressen, erklärt Anne. Sie braucht jetzt ganz viel Ruhe. Aber morgen ist dann wieder alles in Ordnung. Der Findus rückt ein Stück zur Seite, damit sich Zenta auf ihren Platz legen kann. Und dann sagt der Kater: «Ich bleibe heute bei dir. Du passest normalerweise auf den Hof auf. Und jetzt passe ich auf dich auf.» Und schon bald darauf schlafen beide fest aneinander gekuschelt ein.